Wir visieren mit dieser Proposition de loi zwei Sorten von Plattformen, weil die Kinder nämlich ganz viel. Und zwar die erste Sorte, das ist wie Uber und die Levero, das sind eigentlich Arbeiter und Arbeiterinnen, die für diese Plattformen schaffen, die den Klienten dann entweder Dienste ausliefern oder einen Mensch von A auf B fahren. Und die zweite Sorte von Plattformen, die wir visieren, das ist Amazon Mechanical Turk. Das ist am Anfang eine Plattform, wo ein kleiner Arbeiter über das Internet weltweit kann verrichten. Also das ganz egal, wo ihn sitzt, es schafft den einfach auf ein Demand hin. Doch, es gibt heute in Lützeburg Lieferplattformen wie Readly oder Gusti. Und da gibt es auch noch andere Plattformen wie den Airbnb oder Nettoyagefirmen. An den Amazon Mechanical Turk oder Clickworkers gibt es auch noch, wo man eben über Internet an den Computer kann Arbeit verrichten kann. Genau, zu Lützeburg gibt die Plattform Arbeiter, der sitzt heinz du mit einem Kurve oder mit einer Uniform durch immer laufen oder fahren, aber sie bewegen sich eigentlich an einer Grauzone, was das Arbeitsrecht angeht. Sie sind nicht aufgesichert, sie sind in einer ganz prekären Situation. Das heißt, sie funktionieren eigentlich, wie wenn sie independent wären, aber sie sind total abhängig von diesen Plattformen. Ja, natürlich goufe doch schon das Flexibilisierung, wenn den CDDen denkt, Interimsarbeiter denkt, den Auto-Entrepreneuriat, j'en passe. Das ist alles schon gegeben. Die Uberisation bringt es eigentlich viel mehr weit. Sie bringt das System an das Ganze. Das heißt, die Leute schaffen, das sind Arbeiter und Arbeiterinnen, die für die Plattformen schaffen, sie haben aber überhaupt kein Verhältnis, das heißt, sie sind nicht erbesrechtlich aufgesichert. Das heißt, sie haben kein Congé legal, den sie bezahlt kriegen. Sie kriegen hier Überstunden nicht bezahlt. An einem Krankheitsfall kriegen sie Krankheitstag nicht bezahlt. Sie sind aber total der Plattform ausgeliefert. Und das macht es umso mehr schlimm. Ja, wir haben ein Anti-Uberisationsgesetz ragin. CSL hat es geschrieben und wir wollen es eigentlich thematisieren. Den Hauptpunkt von dem Gesetz ist, dass die Salarien wirklich erbesrechtlich geschützt sind. Wir hätten gerne, dass sie einen Kontrakt tun und dass die Plattformen auch daran gebunden sind und dass sie in dem Moment auch die Salarien schützen, dass der Bestand hier Congé legal kriegen, am Krankheitsfall aufgesichert sind, dass sie hier Überstunden bezahlt kriegen. Das ist am Anfang das Allerwichtigste. Und noch den Detachement virtuell haben wir auch angeplant, weil ja egal wo kann sitzen, für die Arbeiten zu machen. Und das ist aber wichtig, dass ihn dann heute zu Lützeburg, wenn ihn heute zu Lützeburg gerot geht, dass ihn dann noch das Arbeitsrecht von heute von Lützeburg auch gerechnet wird. Also nee, wenn wir realistisch sind, dann wissen wir ganz genau, dass das Gesetz nicht wertgestimmt geht. Weil die Majoritätsparteien nicht zulassen, was nicht von der Regierung kommt. Also ist es immens wichtig, dass darüber geschwärzt wird, da die SAP müsste ja aber ganz sensibel auf dem heutigen Thema sind. Und darum geht es. Also es geht uns darum, dass wir über die ganze Problematik schwätzen. Lützeburg wird so früher oder später nicht lange so ein Gesetz kommen, weil über die EU wird so ein Direktiv rauskommen, die aber relativ viel Lakünen werden tun, sodass Plattformen aber irgendwie Wehwerte finden, für Leute nicht müssen, anzustellen. Und wir an unserem Gesetz, wir haben das so ficelliert, dass das nicht möglich ist. Und dafür hoffen wir wirklich, dass das Gesetz ordentlich geguckt wird und dass die Punkte rausgeholt gehen und dass wir heute im Endeffekt aber ein gut Gesetz haben für all die Leute, die auf diesen Plattformen arbeiten.